Ein neuer Monat ist angebrochen und neue Energien stehen zur Verfügung. April, April, er macht, was er will. Und ja, der Satz wird der Monat sehr gerecht, wenn wir heute genau unter die Lupe nehmen, was für Zahlenenergien im April zur Verfügung stehen. Hallo, mein Name ist Mara Mystik und ich nehme dich heute mit auf eine Zahlenreise. Wir schauen genau an, was im April so alles unterwegs ist und gebe dir den einen oder anderen Tipp zur Hand, damit du das volle Potenzial kannst im April ausschöpfen und gut durch den Monat durchkommst. Der April hat eine 14-5er-Energie. Keine Angst, ich erkläre alles. Auf jeden Fall haben wir im Vordergrund als Endsumme die 5er-Energie. Und die hat es recht in sich. Falls du schon durchs YouTube durchgeflitzt bist und Monatsupdate gelesen oder geschaut hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass seit ein paar Wochen alle davon reden, dass jetzt alles zusammenbricht. Und ja, das ist nicht einfach nur dahergeholt, sondern das ist wirklich so. Weil wir haben sehr, sehr spannende Energien, nicht nur numerologisch, sondern auch astrologisch. Aber das Astrologische, das lassen wir heute aus, weil es zieht sich sowieso ein roter Faden von der Astrologie in die Numerologie. Und diese Zahlenenergie ist unglaublich spannend. Aber wir schauen als erstes einmal den Vordergrund an und das ist die Zahl 5. Also wir bewegen uns im April in einer 5er-Energie. Jetzt ist natürlich wichtig, was bedeutet überhaupt das Fünfi? Ich möchte dir versinnbildlicht erklären, wie ein Fünfi eigentlich aussieht. Du kannst dir vorstellen, das Fünfi ist ein Männchen, das in einem Bötli hockt. Und das Bötli ist oder befindet sich auf dem Lebenssee oder Lebensstrom oder Lebensmeer, wie man es auch immer will benennen. Und der Fünfer, der ist am Paddeln. Nicht jetzt krampfig am Paddeln, sondern er hat die grosse, weite Welt vor sich. Aber ja, da ist jetzt halt die Frage, geht er direkt an sichere Hafen oder macht er Inselhopping? Der Fünfer steht für Freiheit und Wagnis. Aber unter anderem auch fürs Urvertrauen. Kann man sich in der Fünferzeit hingehen in die Quelle, in die Urquelle und sich auch führen und leiten lassen. Ohne, dass man sich ablenkt und anfängt Inselhopping machen, wo man irgendwie im Zeug am Umböteln ist und einfach nicht will, sesshaft werden, an einen fixen Platz will herkommen. Die 5er-Energie ist natürlich auch wunderbar, weil wir die Möglichkeit haben, mit dieser Energie sichere Hafen einzufahren. Was aber auch bedeutet, dass wir alte Strukturen dürfen loslassen. Wir haben sozusagen wie eine grosse, weisse Lebensleinwand vor uns und wir dürfen jetzt selber das Leben gestalten oder halt eben die Landkarte machen für den nächsten Schritt. Und die sind halt fernab von dem, was wir bisher kennt haben. Auf jeden Fall geht es logischerweise mit dem Bötli, mit der Reise natürlich auch um das Abenteuer. Und ich finde das sehr ein gutes Wording, weil Abenteuer, kennen wir alle, ist natürlich für etwas Neues und neugierig zu sein, natürlich in Kombination. Aber es ist auch das Wort teuer drin. Eine Reise kann auch teuer werden, dann wird es zum Abenteuer. Und das ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges, was man beim Fünfer nie vergessen darf. Wenn wir mit dem Lebensbötli unterwegs sind,
Kann es zum Beispiel teuer werden, wenn wir Zeit versüsseln und Inselhopping machen, weil wir uns nicht festlegen wollen? Oder weil wir auch blockierende Glaubenssätze in uns drinnen haben, die uns nicht in sicheren Hafen einfahren lassen? Falls du dich jetzt fragst, was meint denn die Mystik überhaupt mit dem sicheren Hafen? Ganz einfach. Du hast sicher Wünsche, Träume, Ziele, innere Bedürfnisse, die du anstrebst, um dort endlich anzukommen. Sachen, die noch nicht erfüllt sind, um in dein ganze Potenzial zu kommen. Und das wäre der sogenannte sichere Hafen. Also deine Wünsche, deine Träume, all das, was dich erfüllt, das findest du eben genau am sicheren Hafen. Und ja, vielleicht denkt man jetzt, ja, ist ja easy, dann gehe ich halt in den Hafen. Ist doch kein Problem. Hey, wenn ich es schon bekomme, why not? Aber wir vergessen da etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, wir Menschen wollen alle grossartig sein. Wir wollen gross sein, individuell, mit ich sage jetzt, ein unbeschwertes Leben, sei es in Liebe, Finanzen, Freundschaft, Familie, whatever. Und dennoch fürchten wir uns so fest davor, in unser eigenes grosses Potenzial zu kommen. Was natürlich auch beeinflusst, dass man in sicheren Hafen kommt. Aber wir schauen das Ganze jetzt noch genau an, was der Fünfer uns eigentlich alles so will sagen. Schauen wir einmal den Charakter der Fünfer-Energie an. Wie schon zum Annehmen ist die Fünfer-Energie sehr eine freiheitsliebende Energie oder Schwingung, die vor allem förmlich nach Veränderung sucht. Quasi wie ein Wanderer erkundet er immer wieder neue Gebiete und passt sich neuen Gegebenheiten an. Vor allem bei dieser Energie äußert sich der Wunsch nach Freiheit in einem möglichst grossen und breiten Spektrum an Erfahrungen und, da wären wir wieder beim Wort, Abenteuer. Aber eben, kommt dann darauf an, ob es teuer wird oder ob es bei Abenteuer bleibt. Oder bei einer Reise. So. Abenteuer, teuer oder Reise. Ja, und die können sowohl auf einer rein körperlichen Ebene als Wanderer oder Reisende erfahren werden, als auch auf einer rein inneren Ebene, also das heißt als psychische oder spirituelle Herausforderung, könnte gesucht werden. Und die Fünferenergie beruft sich dabei auf ein ausgeprägtes Urvertrauen, das ihn stetig begleitet. Seine Begeisterung für das Unbekannte macht ihn sehr intelligent und ideenreich. Nur wichtig ist, dass man das halt eben in Balance hebt, weil wir kennen es alle, es gibt von allen Energien zwei Seiten. Und das wäre die unerlöste und die erlöste Seite. Und da kommen wir schon zum unerlösten Charakter oder unerlöste Energie vom Fünfer. Der Fünfer will Gas geben, er will natürlich die Freiheit spüren, den Wind in den Haaren und loslegen. Aber es gibt natürlich dort auch eine Seite, die übergehen kann. Und zwar, wenn man zu fest in dieser Fünfer-Energie drinnen ist, dann ist es so, dass man so in eine Sucht nach Freiheit kommt, dass es wie in einer Zügellosigkeit endet. Und das ist natürlich nicht gut, weil es soll nachhaltig sein. Jeder Prozess und jeder Weg oder jede Reise, die wir durchs Leben durchmachen, die darf nachhaltig sein. Weil die Reise, jeder Moment kann inspirierend sein. Man kann dazu lernen. Man kann wieder etwas erkennen. Vielleicht auch etwas erlösen. Wenn man merkt, da kommt ja etwas, das ist ein Trigger, das darf ich bearbeiten. Und wenn man natürlich Vollgas durchs Zeug durchbötelt, dann ist es dann schon fast eine Sucht, um einfach nur Gas zu geben, weil dann ist nur noch das Ziel im Fokus. Es geht nicht mehr um den Weg selbst. Und der ganze Prozess, der Weg bis zum Ziel, der darf nachhaltig sein.
Nachhaltig, Schritt für Schritt. Und es ist auch okay, wenn man einmal mit dem Lebensbötli einmal einfach eine Stunde, einen Tag oder eine Woche halt wirklich einmal auf dem gleichen Fleck bleibt. Nicht, weil man stagniert, sondern weil man einfach merkt, das ist gerade schön und ich geniesse die Aussicht und ich geniesse die Energie, wo gerade mit mir ist. Oder halt eben auch, weil ein Trigger aufkommt und man sagt, man flitzt jetzt nicht einfach weiter und verdrängt, sondern man bleibt einen Moment lang in dieser Energie, um es transformieren. Also Disziplin ist dort wirklich ein sehr gutes Hilfsmittel. Sobald man merkt, es geht in eine extreme Richtung von Zügellosigkeit und nur noch Gas geben. Und was natürlich auch ist, die Fünfer-Energie oder die Fünfer-Qualität, wenn die extrem einem einnimmt in einem unerlösten Teil, dann ist es wirklich so, dass man wie Angst davor hat, festgenagelt zu werden. Also Angst vor Stagnation oder ich muss jetzt loslegen, ich muss jetzt weitermachen. Und das führt natürlich zu einer Rastlosigkeit, eine innere Unruhe. Man hat auf Deutsch gesagt Hummeln im Arsch, wenn wir es jetzt so dürfen benennen. Und das ist dann auch so, dass man in eine Oberflächlichkeit abrutscht. Und das ist eben genau das, weil der Fokus und die Intention ist nur noch aufs Ziel. Und das ist sehr oberflächlich. Die Tiefe fehlt dann einfach. Und darum Disziplin. Disziplin heisst, ein Schritt um der andere. Reflektiert, selbst reflektiert und immer wieder zu schauen, was ist jetzt, kann ich weitergehen, triggert es, wenn es triggert, vielleicht einen Moment stehen bleiben, mal die Situation genau anschauen, bearbeiten und dann in Freiheit und im erlösten Teil mit dem Wörtchen weiterzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir dürfen nie vergessen, wir Menschen sind Verdrängungskünstler, in dem sind wir sehr, sehr gut und sagen, ja, morgen dann schon, und dann morgen heisst es wieder morgen dann auch, ja, mañana, also immer morgen, ich schaue es dann morgen an. Und das Problem ist, die Trigger, die wir haben, das ist auch Ballast. Und das Lebensboot, das wird immer schwerer und schwerer. Und ja, es wird dann halt schwierig zum Rudern, wenn man mit denen, ich sage jetzt Wunden, mit diesen Trigger probiert, irgendwo in einen sicheren Hafen einzufahren, wo sehr hochschwingend ist, wird natürlich schwer. Weil es resoniert dann nicht mit der Grundenergetik von dem Lebensboot von dir selber, wenn du mit so viel Ballast unterwegs bist. Darum, ganz wichtig, Disziplin. Die Sprache der Liebe. Ja, du hast richtig gehört. Jede Zahl hat einen eigenen Liebesspruch. Und es ist egal, ob du selber vielleicht ein Fünfer bist oder nicht bist. Wir haben im April halt die Liebesspruch sehr dominierend. Und zwar, der Liebesspruch vom Fünfer ist Erlebnis und Abenteuer. Also, das heisst so viel wie, man hat jetzt vielleicht nicht unbedingt den grad die Liebe auf der Zunge und spricht es aus, sondern es geht ganz fest darum, dass man die Liebe so zum Ausdruck bringt, dass man mit den Liebsten viel erlebt und irgendwie etwas unternimmt miteinander. Also falls du den Monat spürst, ich habe sehr den Drang dazu, um irgendwie mit Menschen etwas zu unternehmen, dann wirst du sehr wahrscheinlich den Fünfer sehr stark spüren. Passt natürlich auch sehr gut zum April. Langsam kommt wieder so ein bisschen der Frühling, es wird wieder ein bisschen wärmer und dann hat man sowieso den Drang, zum mehr rauszugehen und etwas zu erleben. Und das ist wirklich spannend. Da kann zum Beispiel plötzlich jemand, der gar nicht mit dieser Liebesspruch irgendwie matcht oder so, plötzlich den Drang verspüren, ui, die Energie schwingt ja extrem mit. Und auch da müssen wir aufpassen, dass wir auch nachhaltig quasi Erlebnis haben, wenn es um Emotionen geht.
Also, das heißt, nicht nur einfach sich mit Menschen treffen, wo man gern hat, damit man irgendwie den Fünfer kann befriedigen und dass man irgendwie keine Hummel im Füdle hat, sondern dass man wirklich auch dort schaut, dass es sehr nachhaltig ist, dass auch eine gewisse Tiefe hat und dass nicht nur darum geht, dass wir jetzt miteinander in den Zoo gehen und einen Ausflug machen, sondern dass man wirklich die Menschen auch mit einbezieht und mit ihnen redet und den Alltag geniesst, in Austausch geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Für die plötzlich das Gefühl haben, boah, ich muss jetzt irgendwie ganz spontan einen Städtetrip machen oder irgendwie so. Ja, welcome, das ist die Fünfer-Energie. Das ist so ganz, ganz klassisch. Man hat dann einfach den Drang zum ganz viel erleben und vor allem auch auf emotionaler Ebene. Falls du in einer Partnerschaft bist und plötzlich denkst, wieso will mein Partner oder meine Freundin oder wer auch immer jetzt ständig so etwas mit mir unternehmen, und so ist er eigentlich nicht so, dann wird er oder sie auf jeden Fall den Fünfer sehr stark spüren. Genau. Und dort geht es halt wirklich darum, dass man nicht nur einfach wieder die extreme Fünfer-Energie von Erlebnis und Abenteuer, ich das jetzt noch mal so erwähnen, einfach im Fokus hat, sondern wirklich das Miteinander eine Erfahrung dürfen zu machen. Und auch beim Fünfer haben wir Glaubenssätze drin. Jede Zahl hat Glaubenssätze drin. Und auch dort kann man sich immer wieder reflektieren durch den Monat durch. Ui, ist man eher wieder in einer blockierenden Fünfer-Energie oder in einer fördernden Fünfer-Energie, so im Flow. Und zwar der blockierende Glaubenssatz ist, ich will und kann mich nicht entscheiden oder festlegen. Und da haben wir natürlich genau wieder das wunderbare Männli im Bötli, wo das Gefühl hat, oh mein Gott, wieso soll ich den sicheren Hafen einfahren, wenn ich hier noch 30 andere Inseln habe, zum irgendwie erkunden. Ja, Inselhopping ist schon schön, wenn du Ferien ein bisschen machen und die Seele baumeln lassen, okay. Aber wir reden hier halt wirklich von deinem Lebenssee, deinem Lebensmeer. Es geht darum, um etwas Neues zu kreieren. Das heisst, wir will ja dann nicht einfach einen Mehraufwand haben und irgendwie auf 10 verschiedene Inseln müssen aufgumpen und abchecken, was dort ist, wenn man ja weiss, was das Ziel ist, wenn man den sicheren Hafen einfahren kann. Und gerade wenn du in dem Monat genau das Gefühl hast, so, oh mein Gott, ich sollte mich jetzt für etwas entscheiden, ich muss eine Antwort haben, aber ich kann mich nicht festlegen und ich weiß gar nicht, was ich will oder wie auch immer, dann kann ich dir nur eins sagen. Wir Menschen haben immer das Gefühl, alles ist in Stein gemeißelt. Und ich kann dich dort absolut beruhigen. Ob du auf einer Insel überkommst oder 10 Inseln erkundest oder einen sicheren Hafen einfahrst, du kannst jederzeit die Insel oder der sichere Hafen verloren, wenn es dir nicht passt. Wir Menschen haben immer das Gefühl, wir müssen alles so in Stein gemeißelt, müssen wir denn der Weg gehen. Und vor allem, was denken denn die anderen davon? Jetzt hat sie das gesagt, jetzt macht sie es aber gleich nach einem Monat oder 2 wieder anders. Ist doch scheissegal. Come on. Es ist dein Leben, dein Weg. Und ich glaube, du gehst sicher mit mir ein, wenn ich sage, wir haben doch echt keinen Bock, zum irgendwie nach 100 Stunden rumböteln, wenn wir es vielleicht in einer Stunde der direkte Hafen einfahren können. Dort, wo endlich die Erfüllung liegt. Dort, wo wir uns entfalten können. Sei es innere Wünsche, innere Träume, Sehnsucht, was auch immer du hast, wo du schon lange dran am Arbeiten bist und vor allem am Shiften bist, viel Prozess bist am machen, dann willst du nicht einmal 100 Stunden rumgurgeln auf dem Boot, sondern dann willst du den direkten Hafen einfahren. Und wenn es halt nicht so ist, dann hast du halt noch 2-3 Mal Inselhopping gemacht. Das ist auch nicht so wild. Man soll das auch spielerisch anschauen. Wichtig ist schon nur, dass man einfach sehr achtsam und reflektiert den Weg geht.
Oder? Das ist das Wichtigste. Also, falls du das Gefühl hast, ich will und kann mich nicht entscheiden oder festlegen, dann habe ich dir einen fördernden Glaubenssatz. Und zwar, ich finde durch eigene Disziplin zur innerer Befreiung. Genau. Der hilft wirklich sehr gut, weil wenn du diszipliniert bist, dann bist du fokussiert und fängst nicht an, dich irgendwie von 50 Inseln irritieren zu lassen, sondern du bist fokussiert. Und das mit dem ganzen Sein. Also mit dem ganzen Sein heißt natürlich mit Haut, Haar, Körper, Geist und Seele. Und das ist mit dieser Disziplin natürlich auch gemeint. Nicht einfach nur, ja, jetzt mache ich einen Plan. Und dann ist der Plan aber sehr analytisch. Ich meine, unsere Seelenreisen, die wir hier machen, als Mensch, die sind fernab von guten Strukturen oder irgendwie so. Weil ich erinnere daran, dass natürlich der Fünfer extrem an die Urkraft verknüpft ist. Das heißt, du kannst natürlich sehr gut auch mit der Urkraft arbeiten. Und Urkraft bedeutet, dass man halt eben das Vertrauen hat, sich hinzugeben. Auch wenn man einmal keinen Plan hat. Wir Menschen haben immer das Gefühl, rational, wir müssen einen Plan haben. Aber genau da ist es so wichtig, dass man sich einfach hingibt, den Zeichen folgt, achtsam ist, reflektiert und diszipliniert mit sich selber, mit dem Seelenplan, was einem die geistige Welt zum Beispiel zeigt oder wo es einem hinschupft oder wie auch immer. Genau. Weil da geht es natürlich darum, der Fünfer hat natürlich auch eine Seelenaufgabe. Und das ist geistige Freiheit in der gegebenen Matrix akzeptieren. Ich sage es nochmal. Geistige Freiheit in der gegebenen Matrix akzeptieren. Wir reden hier nicht von rational, eine rationale oder menschliche, physische Freiheit, sondern eine geistige Freiheit. Die wir jetzt hier haben, in dieser Matrix anzunehmen. Wie du auch geführt bist. Und das ist ja wunderschön, weil es ist eine geführte Energie mit dem Fünfer, weil es ist die Urkraft, die Urquelle und darum ja auch das Männchen auf dem Lebensbötli. Und jetzt dürfen wir vertrauen und zeigen, dass wir uns hingeben. Auch wenn es vielleicht einmal im ersten Moment aussieht, so, was wollen die jetzt da oben eigentlich von mir? Aber folgt diesen Zeichen und dem Impuls. Ja, und zum Schluss möchte ich das Ganze einmal so ein bisschen zusammenfassen und der ein oder andere Tipp geben, was du gerne mit Edelstein oder Duftnaturalien gerne arbeiten willst. Und zwar schauen wir es einmal an. Um was geht es eigentlich beim Fünfer? Es geht um Freiheit und Wagnis, auch mutig zu sein. Es geht jetzt im April darum, in die Veränderung zu kommen. Das heisst, ein nachhaltiger, reflektierter und disziplinierter Wanderer zu sein. Und das mit Begeisterung. Nicht Angst haben davor, wenn neue Wege kommen, sondern das einfach als Inspiration gesehen, als eine lässige Reise zu neuen Ufern zu gehen. Wichtig ist aber, dass man nicht in unerlöste Teile irgendwie abrutscht. Das heißt, bügellos zu werden, oberflächlich, unverbindlich, sondern bleib immer in der Energie von frei. Und frei halt eben frei von alten Strukturen, sondern die neue Lebensleinwand oder das Lebensmeer, wie du es auch immer willst machen oder willst symbolisch anschauen, dass man die neu gestalten kann. Sei es mit dem Bötli neue Inseln erkundigen oder halt eben den sicheren Hafen einzufahren oder wenn du eine neue Leinwand hast, wirklich dürfen künstlerisch zu malen und zu sagen, ich will jetzt, ich bin jetzt auf Null, meine Lebensleinwand ist weiss und jetzt darf ich anfangen zu kreieren und denk gross und denk weit.
Vielleicht willst du auch wirklich so eine Zeichnung machen, um einfach auch mal zu schauen, was sind überhaupt deine Wünsche und deine Bedürfnisse und was ist das, was du wirklich anstrebst. Das ist so wichtig, dass man dort einfach über den Tellerrand ausgeht. Und es ist egal, ob es absurd ist oder nicht. Es ist deine Lebenswand, deine Lebenskreation. Du allein bestimmst, was möglich ist und was nicht. Du selber setzt Grenzen, wohin das es geht oder halt eben nicht. Ja, Liebesspruch ist natürlich emotional Gemeinsamkeit. Also falls du dort sehr, sehr stark das Bedürfnis spürst von «Hey, ich will jetzt ganz viel erleben mit Menschen», dann mach das nachhaltig. Es ist auch schön, wir dürfen ja auch die 5er Energie dürfen wir ja richtig geniessen, aus dem Haus gehen, mit den Menschen draussen zu treffen, vielleicht einen Ausflug zu machen, aber das immer sehr, sehr reflektiert und diszipliniert, nicht in eine Oberflächlichkeit abrutschen oder in eine Bügellosigkeit, sondern wirklich hochschwingend zu bleiben. Genau. Ja, in der Mystik, wie schon erwähnt, Urvertrauen. Der 5 steht für Neues, für Urvertrauen, Abenteuer und vor allem Unbekanntes. Und genau das ist es. Das Unbekannte macht uns manchmal halt Angst. Wir finden, um Gottes Willen, ich muss doch für alles einen Plan haben. Nein, wenn wir anfangen mit der Seele, in eine Reise hineingehen und das wirklich in das höchste Potenzial ist, das fernab von Struktur und irgendwie Konstrukt. Genau. Wir haben auch hier Archetypen drin, vielleicht interessiert dich das. Der 5er ist der Archetyp Hierophant. Wenn man das Tarot anschaut, steht natürlich für den Entdecker und für den Freiheitskämpfer. So, und dann haben wir, falls dich der 5er richtig hart kickt. Du merkst Bügellosigkeit, oberflächlich, unverbindlich, um Gottes Willen, Unbekanntes, Angst, Hilfe, ja. Dann kannst du natürlich mit dem Edelstein arbeiten, mit dem Aquamarin oder mit dem Türkis. Die tun sehr gut die 5er Energie ausgleichen, dass dich einfach wieder in eine gute Balance hineinbringt. Und falls du mit Düft arbeiten willst, dann kann ich dir empfehlen, entweder halt mit ätherischem Öl oder vielleicht mit einer Räucherung, vielleicht mit einem, ja, vielleicht willst du es auch pflücken, pflanzen, irgendwie aufstellen, kaufen, wie auch immer. Da ist schon keine Grenze gesetzt, aber dort kannst du vor allem mit den Zypressen arbeiten. Zypresse ist natürlich der Weltenbaum, sehr stark, weil ja, der Weltenbaum ist natürlich etwas, wo ganz tief in die Schattenarbeit hineingeht. Wir haben Zitrone. Zitrone ist auch super, vor allem dann, wenn du merkst, du bist jetzt völlig am Überschwappen in eine extreme 5er-Energie. Zitrone, die holt dich wieder zurück von der Säure. So. Das ist einmal auch gut, also auch gut zum Zitronenwasser trinken über den April. Oder, wenn es ganz krass ist, beiß einfach mal in einen Zitronenschnitz rein. Es holt dich wieder in die Realität zurück. Und natürlich haben wir auch den wundervollen Patchouli, den du anwenden kannst. Dort sehr, sehr schön zum Beispiel auch mit Duftlämpli oder mit den Aromazerstäuber. Sehr, sehr schön. Das ist natürlich Aquamarin, Türkis, Zypresse, Zitrone und Patchouli. Das gleicht der 5er wieder aus. Also wenn du merkst, hoppala, da ist irgendwie gerade ein bisschen in einem Ungleichgewicht, dann unterstützen die dich wirklich sehr gut in dieser 5er-Energie. Ja, wir haben ja nicht nur die 5er-Energie, sondern wir haben ja den 5er zusammengestellt aus 14,5. Also die Torzahlen ist das 1 und das 4. Und dort wird es dann sehr, sehr interessant, weil der 1er, der steht für Schöpferkraft und Wille und der 4er für Stabilität und Verlässlichkeit.
Was bedeutet das? In Kombination mit der Fünfer-Energie, die wir natürlich jetzt hier im April haben, und die Hintergrundenergien, die mitschwingen, heisst so viel, dass wir eben auch Angst haben, von alten Strukturen loszulassen. Und da kommen wir zu dem allbewährten Satz: April, er macht, was er will. Und das ist tatsächlich so, es wird nicht mehr so bleiben, wie es war. Insofern wir das auch zulassen. Es ist aber nicht da, um uns zu bestrafen, dass alte Strukturen zusammenbrechen, sondern es ist da, um uns in eine neue Zeit zu bringen und in neue Qualitäten und in neues Potenzial. Falls du die Hintergrundzahlen, das 1 und das 4, gerne möchtest vertiefen, findest du unten in der Infobox einen Link mit der Extended-Version von 14, also 1 und 4. Und ich würde mich mega freuen. Klick gerne drauf. Du wirst gerade auf die Seite weitergeführt und wünsche dir somit einen wundervollen April und bis bald.